Guten Morgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus, ons Herr en Heiland. Vandaag morgen wil ik reden van de woord in de tijd komen. Dat is wat den Titel, wat ik mir gewählt habe, von te reden. Je wundert vielleicht, von was ich reden will, wat wordt er van de tijd komen. De Bibel redt van verschiedene dingen wat er worden komen. En dit, wat ik vandaag wil van reden, als dat ze klaar zijn, van wat ik reden wil uit 2 Timotheus 4, vers 3, de vers wat ik wel wat aanvangen te reden, de eerste in jullie bulletin ook. En deze vers, die redt ook van de wat in de tijd komt. En dat zeg ik gelijk van wat ik reden wil, wat in de tijd wordt zijn. Dat zegt de Wils, de wat in de tijd komen, en dat zij de gezonde leer niet meer verdreven worden. En ze worden zich leraars anschaffen, die zo leren als dat als aan dat gefällt. Die aan bloos nog de oren kettelen. So hier zegt Timotheus, zegt Paulus aan Timotheus, dat de wat in de tijd komt. En dat zegt niet wanneer de tijd wordt zijn, maar hij zegt de wat in de tijd komt. En vandaag morgens, waar we zijn, nu verschillende Schriftstellen, wo wir uns können rechten, wann diese tijd wordt zijn, wo Paulus hier von schrijven hat, Timotheus. En die Handverlangen sagt, dat er eine tijd komt, wo die worden nicht mehr die gesunde Leer verdrehen können. Und was ist die gesunde Leer? Eigentlich, das ist das wahre Evangelium. Das ist die gesunde Leer. Und das sagt, er wird eine tijd kommen, wo die Menschen nicht mehr die Leer verdrehen wollen. Und wenn wir von da rumkijken doen, in der Welt rumkijken doen, alle Dinge in verschiedenen Städten, das haben wir auch gesehen, Menschen, die sehen sich so eine Lehrer, was da so reden doen, als das gefallen hat. Was nicht die gesunde Lehre ist. Die so lehren, als an das gefällt. Und die bloß die Ohren kitteln doen, die gleichen so eine Lehrer, was bloß wollen, noch gute Dinge vertellen, bloß von was sie auch ein sinnlichen Leben doen, aber sie wollen die haben, die sollen unterstützen und nicht durch jeden reden. Die wollen haben, sie sollen beistehen und unterstützen mit dem Leben, was sie führen tun. So die kitteln bloß die Ohren, das wo sie sich nur sehen tun. Und wie weit du sind, so eine Kirche von der und da, wo wir von hier und da was das tun. Was die gesunde Lehre nicht mehr lehren tun. Und viele Menschen, die gehen in so eine Kirche dort, wo sie so eine Kirche dort fängen tun, die haben von der und da viel von hier. Ich lasse das weg von einer Kirche besonders, und das sei eine, wie ich so habe, bekannt natürlich. Diese Kirche, die ist in Houston, Texas, das ist eine grausam große Kirche. Das sind gleich sehr viele Menschen, die sich dort versammeln tun. Und der ist in Houston, Texas. In dieser Kirche, die Pastor in der Kirche, der nicht die Wahrheit lehren. Dort schreibt da wären 45.000 Menschen, die sich hier versammeln tun, die Weg. Gewöhnlich. Ich weiß nicht, wo das sehr viel Ruhm haben. Ich dachte, das bin ich mal möglich, aber das, was er geschrieben hat, da wären 44.000 Menschen, die sich hier versammeln tun. Weil es hier wird nicht die Wahrheit gepredigt. Das sind so eine Kirchen, die da so predigen, dass wo die Menschen nur heran sind, das Paulus hier von geschrieben hat. So, da sind viele Menschen, die sich da versammeln tun, in diese Kirchen. Und das Pastor hier von dieser Kirche, der gleich dort, wo Paulus in 2 Timotheus 4, Vers 3 von reden hat, der so lehren, als anderen gefällt. Das, was das predigt hat, lehren sich die Menschen, die gefallen hat. Die Ohren kitteln tun, gleich das sie wollen haben, was verlangen hat. Und so, wir lehren dort in der Bibel auch, dass da wird eine Zeit kommen, wo falsche Lehrer werden sein. Da werden falsche Lehrer kommen. Und so, wir können das von der und da klar machen, dass es wirklich so steht. So, ich glaube, von der und da, das ist es wichtig, dass wir nur der Schrift kicken, was der Schrift lehren hat, und dass wir als Menschen, als Gottesdienste Kinder wacker bleiben, wacker und klar bleiben. Dass wir uns an das wahrhaftige Wort halten, und das ist die gesunde Lehre. Das, was der Schrift uns lehren hat, dass wir uns an die wahrhaftige, gesunde Lehre halten. Jesus redet von das, auch der Apostel Paulus schreibt mir steht von das, auch Petrus schreibt von dort, so auch mir von den Propheten, die schreiben von dieser Zeit, was da kommen wird. Und was auch dann zu der Zeit auch wieder.
In Jesus der sagt in Matthäus 7, Vers 15, hij zegt, seid jünt für die falschen Propheten, die in Schubskleidern jünt kommen, aber innerlich sind sie rietende Wilf. So hier redet Jesus von, er sagt hier wo Menschen kommen, die wollen sich so tun, als wenn sie wirklich gottgeschenkte Menschen sind. Sie kommen in Schubskleider, das soll wirklich so lauten, sie sind wirklich von Gott geschenkt, was die Jünger kommen wollen. Dann sagt der Ober, innerlich sind sie rietende Wilf. Die wollen die Menschen verrieten, die wollen die gesunde Lehre verrieten. Aber das Letzte, wenn sie von Büten anchecken, wenn die nach einem kommen, die können sehr schmerzlich reden und alles, die haben sich mit Schubskleider angetragen, aber sie sind rietende Wilf. Und dann sagt Jesus, dass die wollen an ihre Frucht kann. Wie wollen die an die Frucht kann, was sie wollen drehen. Und dann fragte ich eine Frau, sagte, wollen Wiendrüben von Hechelstruck oder Figen von Disteln geplanten? So er sagt hier, das ist zu sein an der Frucht. Und das sagt man, wir kicken da nur einen Baum, wo der Apfel hat, dann weit wir das ein Apfelbaum. Und wenn die Beeren haben, dann wird das ein Beerenbaum. Und wenn das andere Frucht würden sein, ist dort, dann würden wir weiter, dass wir nicht dort, dass wir nicht reich. Und gleich sagt er hier, die wollen an der Frucht, wo ihr die kann. So, Jesus sagt hier, und wird gesagt, dass wir sollen bekannt sein mit der reichen Frucht. Dass wir die unterscheiden können. Als das wahrhaftige Frucht ist, ist eine reiche Frucht ist. En Petrus die schreef ook dat wir dan al falsche Lehrer te zien tijd. In 2. Petrus 2, Vers 1 sagt er dan weer ook. Hij zei, wir dan ook falsche Propheten mang de mensen. En dan zegt hij, groot zo, als man kunt ook falsche Lehrer zijn wollen. So hij zegt niet, dat kan passieren, oder dat vielleicht wordt dat, aber hij zegt, da worden falsche Lehrer, man kunt ook komen, wat da worden zijn. Krijgt es dan weer in die tijd. Die met Lehren komen, die niet zo zijn, aan dat verdorven vieren doen. Wat niet te worden is, die brengt de bus nach den verdorven. Dan zegt dat ze worden zich sogar van den Herrn lossagen, die angekauft haben, und dadurch schwind ihr verdorven über sich bringen. So dat doen sie sich selbst an. Sie wollen sich verdorven über sich bringen, mit ihren Lehren, was sie tun. Dat sie wollen sich te verdorven leiden. En dan zegt hij, 2. Petrus 2, Vers 2, en vele worden in ihre Frage unmoralische Wege mitleben. En wir in zo'n mensen erleben, wat die Wahrheitsweg verspott worden. So, die worden falsche Lehren, die worden die Wahrheit sogar verspotten. En dat redt van vele mensen. So, und wir hören dort auf viele verschiedene Städten, dass da wird eine Zeit kommen, sagt die Schrift. Da wird eine Zeit kommen für diese Dinge. Er sagt, falsche Lehren wollen kommen, falsche Lehrer. So, ich sehe, Paulus die Schrift davon, und Geist Schrift mehrere Städten davon, und Petrus, die schrieben von dem, was da wird kommen, von dieser Zeit, was da wird kommen. So, da wird eine Zeit kommen. Dann frage ich uns, ist das die Zeit, wo wir von schreiben tun? Wo wir in der Bibel von schreiben? So wie in der Zeit, wo die Bibel von schreiben tut. So, das Schrift, mir steht, der Zeit, der Wort kommen. Und ich las in den Judasbrief, das meist hängt in dem Neuen Testament, der Judasbrief, der wird nicht so viel von der Rede oder nicht so viele Menschen, die studieren dort. Aber hier, ich fand es interessant, was ich da lesen, in Judas 1, bloß ein Kapitel, das ist ein kleines Buch. In Judas, das ist nicht Judas Iskariot, das Judas, das ist Jesus sein Halbbruder und Jakobus sein Bruder. Die Schrift auch findet, er sagt bloß anders, er sagt, da haben sich gewisse Menschen angeschleckt. So, er sagt hier nicht, dass der Zeit, der wird kommen, er sagt hier nur, der Zeit ist da. Die sind hier. Nicht die wollen kommen, er sagt hier zu seiner Zeit, da haben sich gewisse Menschen angeschleckt, denen Verdammungsurteil und langträg geschrieben ist. Und er sagt, dort sind gottlose Menschen. So hier sagt Judas, da haben sich hier angeschleckt, das sind Alban. Und das sind gottlose Menschen, das sind nicht wahre Christen. Er hat Gott geschenkte Deiner, die sein, das sind gottlose Menschen, sagt er. Der Gnade in Gott falsch brücken
ons in de vrijheid tam zingen. En zij verlegen dat Jezus Christus ons einzige Herr en Meester is. En we weten uit de Schrift zegt dat hij is de Weg, de Waarheid in het leven. Ken ik heb nog Gott wieder durch Jesus Christus. Und hier sagt diese Lehre sein, dass er ist nicht der einzige Meister. So, Judas sagt, das sind gottlose Menschen. Und das zu verstehen, wenn das lesen wird, das sind gottlose Menschen, die lehren nicht die Wahrheit. Und er sagt, der haben sich nicht geschleckt. Der kommt nicht bloß frei und öffentlich, kommt näher. Die schlecken sich näher. Und er sagt, der haben sich auch nicht geschleckt. Die Wahrheit verdrehen tun. Die nicht die Wahrheit predigen tun. Und ich glaube, erst als het zo nodig dat we dat woord hören en leren en studeren, te weten wat het woord zijn dat. Wanneer ze ons dat komen doen, dat we kunnen weten, dat we dat kunnen onderscheiden. Dat we dat kunnen doen bij de vrucht, wat die hand, wat die draaien doen, wat die leren doen. Dat we bekend zijn met de ware vrucht. De gezonde leer. Zoals ik al zei, die mensen, hij zegt hier, die mensen die wollen zich weichdrehen von der Wahrheit, von der gesunden Lehre. Die wollen die ruhig mal hören. Und wir weten, wenn die Menschen noch nicht wollen davon hören, wenn die nicht mal wollen davon hören und ihre Ohren sich weichdrehen davon, Paulus sagt, wegen das Wort predigen. Er sagt, Timotheus, er sollte wegen bleiben bei der Wahrheit predigen. Er sagt, 2. Timotheus 4, Vers 2 sagt, er predigt das Wort, ob der Zeit reich ist oder nicht, ob die Menschen die wollen hören oder nicht. Er sagt, das Wort predigen. Vermoon en drief, aber blijf daarbij geduldig. Spreek dem Auto, dat ze dadurch wat leren. Zo hebben handen zal wat leren. En wat zal die leren? Die zal dat woord leren, dat de Schrift leren kan, de waarheid. Ik hoor deze, over 4 weken, hoorde ik een aandacht van een prediger, die wird sehr berührt auch von so einem Menschen, der dort in so einer Kirche, die nicht die Wahrheit mal lehren, und er redet von einer Kirche, auch in der Stadt, also diese Kirche, da hat eine Zeit, hat er sehr stark die Wahrheit gepredigt, und die wird sehr hingeran und Teger gewasst, wie die Wahrheit blieben, kriegt es die Schrift das sein, und er redet von der Einheit, wo Gott dazu erschaffen hat, soll, eine Einheit soll ein Mann und eine Früh sein, und dort wird er sehr stark geblieben und hat dort gelehrt. En nu op eenmaal, ik geloof, hij zei dat we een maand, kwart lang terug, hadden ze abgeheerd met jij dat reden. Dat deed niet meer jij dat reden, dat er moest een man en een vrouw zijn. Willst du dann so veel mensen, wat er jij zijn. De prediger der deze tijd zei, die hadden zoveel druk, die werden onder zo'n sterke druk van zoveel mensen, wat er komen, die willen niet meer hören, wat ze predigen, dat aardig wird, wanneer een man en een vrouw moet zijn. Van der dag willen de man met man en vrouw met vrouw. En dat is wat ze willen hören. En hij zei, das prediger, die wird eerst einmal sehr stark door jij geweest, maar die had nu abgeheerd met jij dat predigen. Hij had toegegeven, en dat niet dat gleich ondersteunen, aber hij deed niet meer de jij predigen. So, dat is wichtig. In der Wirklichkeit, und auch bei einem Abortion, bei einem Kindermord, die geboren sind, dat hij ook niet meer jij toe. En hij deed dat LGBTQ, die wordt door man en vrouw taub. Hij zei dat hij niet meer, er werden zoveel mensen wat door jij wieren, dat hij had zich gewild, niet meer jij te predigen. So, dat is ook een grote kerk in de stad, wo hij van reden deed. So, dat is wichtig. So eine Kirche in der habe ich von der und auch. Was sich nicht mehr wehren, was sich nicht mehr wehren, der Wort hätte predigen, wenn so viel, und so einen großen Druck aus zu sein, so viele Menschen, die hier ran sind, nur das Falsche, wo ihre Ohren wollen nur horchen, wo die wollen nur hören, die wollen lieber ihre Ohren gekittelt haben sein, dort leben, was sie führen, dann wo sie sind, die wollen nicht hören, dass das artig ist, aber sie wollen in ihre Kirche fahren, und sie wollen haben, sie sollen nicht in ihre Staaten, en erlauben naar de kerk te komen, zoals gewoonlijk. Dus dit is, waarom ze dat doen, dit is wat de mensen hier willen. En zo zeggen die. Jezus redt ook van, hij redt van 2 wegen, er wird een breiter weg en een schmaler weg, redt Jezus van, wo mensen boven gaan doen. Een breiten, ook een schmalen weg. In Matthäus 7, Vers 13 sagt dat durch die schmale, durch die enge Port nehmen, willst die Port als weit
in der Weich als Bräut, der dort verdorben wird. So der Brüder war der vierte dort verdorben. Und dann sagt er, viele gehen dessen Weich. Viele gehen den Weich. Den Bräuten Weich. Und warum gehen dessen Weich? Weil das ist der leichte Weich. Das ist der Weich, wo sie kann boven leben, boven gehen, so dass das gefallen wird. Und sie will nicht jeden Stunde haben, jeden erleben, was sie führen tun. Und dann sagt er, Vers 14, in der Put ist eng, in der Weich ist schmal, der am Leben führt. Und dann sagt er, mir wird das wichtig, aber mir ist es immer wichtig, wenn ich das lese, das Part von der Safari, das sagt, und dort sagt nur wenig, der dort fängt. Willst du das sehen, du nicht mal noch? Sagt, das sagt nur wenig, wo er auf diesem schmalen Weich fängt, wenn wir checken, durchweichen nur der Welt von der und nach. Viele, die wollen sich den breiten Weich boven zu gehen, wo alles der Freiheit ist, wo sie nicht mal jeden Stand haben. Das wird Jesus sein, das. Und ich dachte immer, dass nicht bloß wollen sie in der Gefahr sein von falschen Lehren, aber sie wollen sich so eine Segen, was ansehen, was sie wollen hören. Nur Timotheus 4, Vers 4 sagt dort, sie wollen ihre Ohren von der Wahrheit weichdrehen. So, das hielt sich so die Hand, das sind ihre Wahrheit gewahr, sagt er, weil Paulus sagt, sie wollen sich ihre Ohren von der Wahrheit weichdrehen. So, das sind ihre Wahrheit gewahr, aber die drehen sich ihre Ohren weich davon. Und lieber nur Fabeln horchen, nur annutzbare Dinge, Geschichten, die nicht wahr sind, wollen sie lieber so dort horchen, nicht von der Wahrheit. So besonders in der Zeit, wo wir von der Band wohnen, und wenn einer in der großen Stadt rumfahren, der ich da einmal viel in Toronto fahren und so weiter, da sind Menschen, wo er beobachten kann, da gehen viele Menschen auf den Sidewalks, wo er einmal sitzen, da sind Männer, die sich in den Heimfoten tun und gehen, weiß es dort, gehen auf so. Und gleich mit Frühes. Die leben dort, was sie so leben, dass sie führen tun, das ist nicht mehr erreicht, das Leben, sie leben sich. In Jesaja hat auch ein strenges Wort für seine Stadt, was sie leben, was sie dort leben tun. Jesaja 4, Vers 20 sagt dort, wo wird der dort doch gehen? Die englische Übersetzung sagt, Weisheit die, was sagen, dort der Sinn und Don't ist, und dort Gottes schlecht ist. Dort, der wird sagen, schwart es wird, und wird es schwart. Der wird sagen, dort besser es seid, und dort seid ihr es besser. So verdreht sind die Menschen, die haben konstant rechten Bereich von Denken, ihre Gedanken, das ist ganz verdreht. So haben sie Leute für den Feind, ihre Gedanken am anderen. Sie sagen, dort, was der Gott ist, das ist schlecht. Das Wort von Reden, das, was der Gott ist, dort nahm der was schlecht, weil das ist nicht live sein sie. Wenn sie nicht können, so leben, als sie wollen. Und dort weise, was sie leben, und dort nahmen sie Gott. Und Jesaja sagt, Weisheit was ist dort sein tun. Und Paulus sagt, auch in 3 1, Vers 24, sagt er, du hast Gott an Hand gegeben, und das die Unreinigkeit, wo nu sei am Hort gelasten deuten. Du hast Gott an Hand gegeben, das auch. Weil die Menschen ihre Horten sind voll unreines Leben. Ganz alle Gedanken, alle Leben hat die. Dann sagt die Römer 1, Vers 26, sagt er auch mal, du wehen jef Gott an, in der schändliche Last hat. Schändlich, das ist schon hofje Last. Du wehen auf Gott an, Hand jef dort auch. Sagt er, die Frühlied haben die natürlichen Umgang mit Manna vertuscht, für dort, was nicht natürlich ist, und haben Umgang miteinander. So früh mit früh, da hat der Manna te zien gestalt, ze had nicht mehr mit dem Verlangen, tupte sein Leben früh mit früh. Das ist nicht natürlich. Der hat dort vertuscht. Und nicht bis der Frühlied, der Mondslied, kriegt so, Vers 27, Römer 1, Vers 27 sagt, Juden haben auch der Mondslied den natürlichen Umgang mit Frühlied verloren und hat in ihren Herd und ihren anderen Mond mit Mond schon getrieben. Und haben sich selbst die Strafe für ihren Arsen gekriegt. So, das hat sie sich selbst angegeben. Sie wollen sich selbst diese Strafe angeben, umgehen.
Zodat das krijgt wat we van jou dag zijn en hier doen. Dat is dan zoveel wat we van jou en dit zo'n leven doen. Wat we zo'n leven vieren doen. So, ich glaube, eine Ursache, wo dann so viel Menschen sich versammeln doen in so eine Kirche, ist dort, als Jutsweins, die predigen nicht durch jeden. Das Leben, was sie führen doen. Ich glaube, da sind so viele Menschen, die in so eine Kirche dort führen doen. Und das nicht mehr durch jeden lehren doen. Willst du predigen, die geben dort tau und predigen nicht mehr jeden, was sie für ein sämtliches Leben führen. Und diese paar Kirchen, wo ich hier von reden darf, die sind nicht hier von Kanada, die sind von der Stadt zu, aber hier habe ich gleich so gut, wir sind hier auch in der Gefahr, hier in uns Land. Zu alle Tiden, wir sind hier gleich so gut in der Gefahr von falschen Lehren. Ich werde einen Tag tätig Tuesday weg und komme da was Frühes nach uns haben und die wollen mir ihre Lehre anbieten. Kom an met ihre Lehren, sehen, was sie leiden, sie gegen Rahmen, die das Evangelium predigen. Und sie wollen mir das Evangelium bringen. Dann sage ich, oh, Dankeschön, wenn sie so leiden, das Evangelium verspreiten, dass wir feiern, wenn das wahre Evangelium wir. Und dann sehen sie, wir sind Jehovah's Witness. Dann sage ich, oh, dann will ich euch nicht schlecht, was sie unterbeiden haben. Ich sage, wir hatten die Bibel, was die wahre Schrift hier von Gott, das, wo wir uns unterhalten, und das, was sie lehren, ich bin genug bekannt mit das, was sie anbieten, was ich nicht kann, mir starten. Und dann wollen sie mit dir weiten, dann wird wieder lehren, und so wird sie wieder. Und ich sage, was der Heilige Schrift sein wird. Und dann fangen sie an zu sein, dass sie dann kriegt das selber. Und ich sage, no, wie rechnen uns nur die Schrift? Und sie haben die Watchtower, wo sie Information von kriegen. Und ich werde noch bekannt mit ihrer Lehre. Dann wollen sie mir dann irgendwas Papieren geben, was Bäckiges geben. Und ich sage, no. Ich habe keine Ursache, das zu nehmen. Ich sage, doch kann ich mir starten. Warum soll ich das nehmen? Ich brauche das nicht nehmen. Dann wollen sie ein paar Weg wieder weiterkommen und sein, was ich davon glauben, wenn ich das gelesen habe. So, wir brauchen euch. Wir können dort uns wählen. Wir können weiten, was die Wahrheit ist und was nicht die Wahrheit ist. So, wenn wir wollen weiten, was die Wahrheit ist, aus die Wahrheit predigen oder nicht, oder was das für Menschen sind, was da rankommen, und so wir bekannt sind mit der Schrift. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bekannt sind mit der Schrift und sein Wort lehren und sein Wort das für Frucht ist. Weil ihr ein Wort von der Kirche, auch von der, was ich mit dir von reden, in der Ansicht der Health, Wealth und Prosperity Kirche, was eins mal sein darf. Das sind so eine, die lehren, dass ein Christ, der braucht nicht arm sein, ein Christ, ein wirklicher Christ, der braucht keinen arm sein. Oder der braucht auch nicht krank sein, das schafft Gott, ein Christ, der kann immer gesund sein. Und weil jetzt sind es dort, was uns dort lehren, das sind nicht Gott geschickte Prediger. Der Schrift, der sagt nichts ist dort. Der Schrift, der sagt, wir wollen durch schwere Tiden gehen, und da wird Armut sein, und Menschen wollen auch krank werden. Und diese Prediger, die sagen, wenn die wollen so und so viel Geld geben, dann wollen wir für ihn beten, weil für die beten, dann wirst du nicht gesund, dann wirst du nicht krank werden, dann wirst du gesund bleiben. Oder du wirst reich werden. Ich will für die beten. Sondern sind die Menschen, die dann viel Geld ausgeben, so eine Prediger, was brauchen, was verdreht haben, und sagen, sie sollen so und so viel Geld geben, dann will ich für die beten. Dann wirst du reich werden. Das sind Lehren. Das sind falsche Lehren. Die schmieren die Menschen an mit ihren Lehren. Das sind von den Feinden geschickte Deiner. Und Apostel Paulus sagt auch, dass wir sollen so eine Menschen das dort tegnen. Tegnet die, was so eine Lehren bringt. Und nichts mit so einer zu tun haben. Römer 16, Vers 17 sagt, hey, Brüder, wer tut für dich? Und der englische Übersetzung sagt, dass mark them. Wir sollen die tegnen, die Streit und Spannungen anstellen, in jeden die Lehren, die je gelehrt haben. Und dann sagt er, geef nicht auf mit dir. Nichts zu tun haben mit uns, nicht mal aufgeben mit dir. Das heißt, so eine Menschen sind nicht an Christus, an seinen Herrn, über an sich selbst versklavt. In der glatte Welt, schmeichelredende, verleiden sei Aschelgehorten. So eine Menschen wird nicht bekannt sein mit der wahren Schrift, die kann sich dann lohnen, mit der schmeichelnden Welt leicht anreden oder verreden und verdrehen.
Und Paulus sagt auch wieder, aber untersteht, sagt er, dat sind laat je weer die zij reden doen. En hij zegt ook, je hebt je niks af met die. Er hat nichts zu tun mit so einem Menschen. Epheser sagt, Paulus sagt, Epheser 5. Kapitel, Vers 6, sagt, er lässt euch nicht verleiten durch laat je weer. So hat er laat je weer. Er sagt, wils gerade dadurch kann Gott sehen, euer über die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. In Vers 7 sagt er weiter, habt nichts mit so einem Menschen zu tun. Und es kann ich oft geben mit so einer Stadt nicht. Das lohnt sich gleich oft zu geben mit so einer. Das kämpft durch die Juden in der Streiterie und gleich im Rest der Striden mit der Unwahrheit, jene Wahrheit. Und wir horchen dann, was Gott zu sagen hat von falschen Lehrern oder falschen Propheten, das Jeremia wie auch geschrieben, das ist auch viel geschrieben von dort. Von so einen Propheten. Wat die leeren in Jeremia 14, Vers 13 sagt, dann seht ich, hier ist es von Jeremia mit Erklärung, der über Herr Gott, hier sind Propheten, die sagen, dass die Lehr waren, dass die Lied waren nicht, dass schwert zu sein kriegen, und sie waren auch nicht verhungern, die sagen, dass du warst beständig, ob das hier wir Frieden geben. So allerhand Gott dann die falschen Propheten die Menschen anbeiten. Hier in dieser Zeit wird viel Krieg und Hungersnot, aber diese Propheten die sagen zu den Menschen, dass du warst nicht bei der Schwert ankommen, oder die waren nicht oder verhungern, die waren nicht hungern. So allerhand Gott versprechen diese falschen Propheten die Menschen auch. Und sie sehen Dinge, was Gott nicht gesagt hat. Das wären falsche Propheten. Dan hoor ik maar wat de Herr dort sehen. Und der Herr sagt zu mir, diese Propheten sagen, sie reden in mein Namen, aber was sie sagen, sind Leers. Und dann sagt er, ich habe ihn nicht geschickt. Sie werden nicht von Gott geschickte Propheten. Ich habe ihn nicht abgegeben. Und ich habe nicht an geredet, sogar habe ich Mutter da geredet, was sie prophezeien. Was sie prophezeien, hat kein Wert. Die legen ihn fair. Mit dort, was sie sich deutlich gemerkt haben, und mir an sich das alles selbst ab. So das sind selbst abgemerkte Dinge, was sie den Menschen da vertellen denen. Und deswegen sagt der Herr nu, die Propheten, die er nicht geschickt hat, in die in meinen Namen sagen, dass das schwert, in der Hungersnot nicht wird in das Land kommen, die waren selbst durch das Schwert und durch die Hungersnot gestorben. So sie waren selbst dort kriegen, was zu sein, was da nicht passieren wird, was auch passieren wird. Sie waren ankommen mit Schwert und Hungersnot. Gleich was sie gesagt hat, was nicht von jenen ankommen, das ist nie jenen ansatz gekommen. Jeremia 23, Vers 16 sagt auch, der Herr ist alles, der Herr, der alles regiert, horcht nicht nur die Propheten, die zu jünd prophezeien, die verleiden jünd. Er sagt, die verleiden jünd, die sagen, was sie sich selbst ausgedacht haben, und nicht, was der Herr gesagt hat. So, die werden dann auch falsche Propheten, die vertellen allerhand, was sie sehen, was Gott soll gesagt haben, was aber nicht die Wahrheit wird. Gleich so als Petrus sagt, also, die werden dann auch falsche Propheten, manche Menschen. Gerade so als auch manche falsche Lehrer sein wollen. So, das ist gleich das Petrus zu sein, das aus Jeremia hier geschrieben hat. Und dann sagt er, zu die den Herrn sein Wort verachten, seien sie an was alles Gott utkommt. Und zu die stierkappig ihren eigenen Weg gehen, seien sie an was kein Schulden trafen. Sonst sollten unsere Menschen hier lernen und predigen. Jetzt dort nicht gleich, dass die falschen Lehrer von der und auch tun, da sein, sie brauchen keine schlechten Dinge erfahren. Und sie sind Gott geschenkte Menschen, von Gott dort nicht gesagt hat.
in Gott, das ich ab Meier steht, nach was so eine falsche Propheten, das dort was passieren mit so einer. Weil wie im Anfang von der Bibel, in 5. Mose 18, Vers 20, da redet auch von dort, sagt, wenn irgendein Prophet sich wehrt, eine Botschaft zu geben, der nicht von an verlangt, oder eine Botschaft im Namen von anderen Jatta jaft, der soll sterben. So Gott sagt, so eine Menschen, dass dort wird eine lehren tun, der soll sterben. So sei ernst. Und wo sie kann weiten, dass das Wort hat, als war, wo kann sie weiten, dass das Gott geschickte Propheten sind? Die Antworten habe ich ab der nächsten Vers hier, 5. Mose 18, Vers 21. Das sagt, wenn die noch mal wundern, wo ihr weiten kann auf die Botschaft von irgendeinem Prophet von mir ist oder nicht, und dann Vers 22 ist der Antwort auch, dann halt im Denk, haltet im Denk, dass wenn ein Prophet im Herrn sie Namen redet und das nicht so utkommt, dann ist das nicht eine Botschaft vom Herrn. So heißt es, wenn sie was sagen, was da passieren wird, das passiert aber nicht. Und sie sagen, sie sind von Gott geschickt, Gott hat eine Botschaft gegeben, dann ist das nicht von den Herrn, sagt Gott. Der hat der Prophet dort ab sich selbst genommen, so zu sagen. Und dann sagt er, in die brauchen nicht nur am Horchen. So, wenn es so eine falsche Lehre ist, dann brauchen wir nicht, wie kriegst du von der und der auch, wir brauchen da nicht horchen. Wenn er nicht in Gott sein Wort ist, dann brauchen wir da nicht nur horchen. So ist das von der und der auch. Wenn du was lehren, was du nicht mit Gott sein Wort stimmt, dann ist das nicht ein Gott geschickter Deiner. Dann brauchen wir nicht nur horchen. In 1. Johannes 5, Vers 1, wenn wir in das Neue Testament gehen, dann sagt er, liebe Freund, je läuft nicht jeden Jes. Oder sagt er, überprüf die Gäste aus, ob die von Gott sind. Da sagt er, da sind viele falsche Propheten, die in diese Welt gekommen sind. So, wir sollen erst aufproben, wie das annehmen tun. Erst das aufproben und ihr Segen, sein, dass das wirklich der Wahrheit ist oder nicht. Ich glaube, das wir lesen von den Bereans, wo Paulus von geschrieben hat, wo Paulus und Silas den Kirchen anbringt, eine Zeit, sind die Paulus und Silas auch wirklich ab in der Horchten, da ist die Andachten bei denen deuten, aber was sie deuten, sie deuten jeden Tag, wenn sie die Andachten hören deuten, denn sie sich das nur sein, als das wirklich zu stimmen, was sie sagen deuten. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 sagt, die Menschen da wären Anständige aus der Thessalonik. Die nehmen das Wort ganz wirklich ab und forschen alle Tag in der Schrift, um zu sehen, ob das so wird, als sie sehen. So, sie werden sehr vorsichtig, sie wollen das Evangelium hören, aber sie werden sich nicht sehr bekannt mit Paulus und Silas, so sie werden erst selbst nur sein, als das wirklich das Wort hat, was sie gehört haben. So, da wird es wichtig, zu weiten, als das Wort hat, Und wenn sie die Wahrheit predigen, dann sagt er in Vers 12, und dort kommen viele Juden zum Glauben. Und auch so viele vornehme griechische Frühes und Männer. So viele Menschen kommen zum Glauben, weil sie die Wahrheit predigen leiden. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 3, wenn irgendwer eine andere Lehre abkommt und nicht mit der Wahrheit stimmt, der Herr Jesus Christus geredet hat und nicht mit der Glaubenslehre stimmt, der den Grund für ein Leben mit Gott leiden dein. Paulus sagt in Galater auch von so einem Menschen ist dort, er sagt, wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, den Lord verflucht sein. Mir ist das immer wichtig hier, der redet hier sogar ein Fluch über so eine Stadt, wo der nicht die Wahrheit predigen tun. Und eine andere Lehre ist, was sie gelehrt haben, in Galater 1, Vers 8. In Vers 9 sagt er auch, der Herr wiederholen, sagt er, so als wir vorher gesagt haben, sei es noch einmal, wenn irgendwer ein Evangelium predigt und nicht mehr dort stimmt, was wir gepredigt haben, der soll verflucht sein. So hat er das hier wiederholen, so ist dort, der soll verflucht sein. So, das ist sehr wichtig. Abpassen, was wir sagen, wenn das nicht der Wahrheit ist, oder was wir hören, ob wir das annehmen oder nicht.
So Paulus, der wisst gleich, was er lehren deed. Er wisst, was die Wahrheit wir und er wieder sich die ganz sicher an. Und er wusste auch, dass diese Lehre, was er predigen deed, das hat er nicht von Menschen gelehrt. Das hat er von Jesus selbst gehört. Galater 1, Vers 1 sagt, das soll ihr weiten, Brüder, dass das Evangelium, das ich predigt, nicht von Menschen kommt. Er sagt, das habe ich von keinem Menschen gekriegt. Und das habe ich mir auch, das hat mir auch keiner gelehrt. Jesus Christus hat mir das selbst offenbart. So hier sagt er, ich glaube, das ist nicht mal artig, wenn wir uns Leuten lehren, von einzelnen gehen für Bible Study und so wieder als dort, Leuten sich studieren, Leuten sich von anderen Menschen lehren. Aber wenn er das Wort hat, das ist nicht mal artig mehr dort. Aber Paulus sagt hier bloß, das haben nicht Menschen mir das gelehrt. Das hat er selbst von Jesus und das, was er predigen deed. Und er ist sich sicher, wenn er jetzt für ein anderes Evangelium predigen deed, dass er den Fluch ableihen, den wir das ab uns abfallen. So, wo sind wir von der und auch? Ich dachte so, wo stimmt das mit der Zeit, wo wir von der und auch sind? Ist das die Zeit, wo der Schrift von reden, dass der Wort eine Zeit kommt? Ist das die Zeit, wo wir sind, wo wir kicken, wo wir Romans kicken, wo die Menschen leben und was verlangen ist und so wieder? Sind wir in der Zeit sind? Ich glaube, wir sind. Ich glaube, das lohnt sich abzupassen, zu lernen, was der Wort ist, dass wir die Menschen in ihrer Frucht haben. Und wenn wir nicht weiten, was der Wort ist, da wollen wir das gleich unterscheiden können. Da wollen wir gleich sein, was die rechte Frucht ist oder was die rechte Frucht ist. Was die gesunde Lehre ist oder ungesunde Lehre ist. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns bekannt werden mit Gott sein Wort, wirklich das studieren, dass wir können sein, dass wir das unterscheiden, was der Reich oder was der Reich ist. So, ich will schließen mit dem, mein Gebet ist, dass wir das tun, dass wir uns auch Leuten von Jesus selbst lehren, dass Paulus sieht, was er hat. Nicht von Menschen sich das ab dort verloren, aber er hat selbst von Jesus gehört und gelehrt. Da auch noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns das klar wiesen hast, dass wo die Bibel von lehren, wo du uns von schreiben, dass von der Wort eine Zeit kommt, und da waren gewisse Menschen, die nicht mehr wollen, die Wort lehren, und sie segnen sich, sondern was du dort predigen, wo sie wollen, von hören, was der nicht der Wahrheit ist. Ich danke dir, Gott, dass wir die Wahrheit haben, dass wir den Wort haben, dass wir uns können rechten, von der Wahrheit ist, von der Sonne sind, was du vielleicht ankommen mit einer Lehre, was du nicht stimmt, mit dem Wort, dass wir das können unterscheiden. Wie uns dort, Herr, help uns dort zu lehren, dass wir die rechte Frucht kennenlernen, dass wir das unterscheiden können, wenn Menschen ankommen, was der Falsche sind, was die nicht von dir geschickt sind. Help uns dort zu lehren, Herr, und gib uns Weisheit und Ansicht von deinem Wort, dass wir auch können sagen, wir haben das von dir gelehrt, das ist von den Heiligen Jesus für uns dort gewesen haben. Und help uns, dass wir dort wollen lernen und dass wir wollen hier ran sein in der Wahrheit. Wirklich, was die Wahrheit ist und uns nicht dort richten, dass wir uns dort annehmen, dort lernen und weiten, was die Wahrheit ist von dir, dass wir auch von dir selbst wollen hören, durch dein Wort und durch den Heiligen Jesus. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, dass wir haben, dort Wort, was wir uns können lernen und uns nur richten. In dem Namen bete ich mit Danksagung. Amen.